Kloklustert. 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 Willkommen zu Kloklustert, dem Podcast über Wetenschap und Seltschap auf Plattdeutsch. Ich bin Vanessa Kossen und ich will mit jou vandaag dit Thema auf den Grund gehen. De Verschmudden von Weltruhm und wo uns der Schrott uns sprichwörtlich für die Föte fallen und uns alldach auf den Kopf stellen kann. Wie kickt einmal durch? 4. Oktober 1957. Obrüstet sowjetische Interkontinentalraket bringt den allerersten Erdsatelliten in All. Sputnik Nummer 1. Russisch steitert für Weggefährte. Sie denn begleitet Jimmers mehr Technik in all den Menschen ob Ehren und leitet es vor und sogar durch den Alldach. Anfang von Navigation und Telekommunikation. Als Sputnik noch 92 Dorgeweller in däbere Schichten von uns Erdatmosphäre flogen ist, können he die Hitze und Kräfte nicht standholen und ist verglüht. Von ist nix überbleiben. Der Ruhmfort ist sieht Sputnik, bannig wie vorankommen und hat düdlich Spuren in all achterlorten. Aber nicht eins, was in all schorten wird, löst sich in Luft ab. Wie nennt das dann? Weltrumschrott. Likas wat flüch eigentlich eins über uns Köppe. Wecke vor, geit davon ut und wat kann ein dagegen down? Fragen, die ein Fachmann beantworten kann. Helmut Luttmann. Hey, was bot so ein Jahr lang Programm was von Weltraumlabor Columbus bei Airbus Defence and Space in Bremen und stünd damit auch lieg für das europäische Transportvehikel ATV, das die internationale Ruhmstation ISS versorgt hat. Mittlerweile berät hey freiberuflich Unternehmen und ist von dort hier bei Kloklustert. Helmut Luttmann, schön, dass Sie da sind. Ja, dankeschön. Was mag denn eigentlich so ein Programmbas wie Airbus? Das war ganz interessant. Eigentlich ist man ja als Ingenieur so ein bisschen Technik verliebt und man wünscht sich gerne den ganzen Tag, dass man irgendwo ein bisschen schuben kann oder nicht. Als Programmleiter ist man leider genau auf die andere Seite. Da muss man sich darum kümmern, dass alles funktioniert, dass man Angebote schrift, dass das ganze Finanzielle auch zusammenpasst, aber dass man auch insgesamt die ganze Technik in den Griff hat und dass man Teams hat, die sich um alles kümmert und dafür sorgt, dass dann immer alles dann da ist, wenn man bucht. Wann haben Sie denn das letzte Mal so einen Schrubentrecker in der Hand in Job? In Job? Ja. Das ist lange her. Privat jeden Tag. Ich gucke den Utlik so ein bisschen. Ich bastle gerne und habe dann auch in Hus alles automatisiert, so als Beispiel. Aber tatsächlich ist es so, dass man sich dann davon lösen muss. Da gibt es ja gute Teams und Masse Fachlühe und die kennen sich auch wunderbar gut. Das Schöne ist ja, wenn man etwas in den Weltraum bringt, man kommt ja nie mehr ran, eigentlich, weil das ist ja weg. Der Raumstation war die erste andere Implementierung, weil wir haben das dafür hergestellt, dass man das auch warten kann, dass man auch die Lebensdauer von das System lange, aber das wegbringt, was man normalerweise hat. Normalerweise hat man so 10 Jahre Lebenszeit und die Raumstation ist nur seit 1998 gebaut und wird noch ein paar Jahre dort bleiben, also wahrscheinlich 30 Jahre oder 35 Jahre so was. Jetzt muss man ja mal sagen, Plattdeutsch ist noch nicht Kommandosprach im Weltraumbusiness. Vor allem sind Sie dann überhaupt ans Plattdeutsche kommen? Ja, also leider noch nicht, aber wir arbeiten ja dran und alles ist möglich. Ich bin kein Plattdeutsch gekommen, ich bin in Euleneide geboren. Und das liegt im Landkreis Kloppenburg, liegt im Landkreis Kloppenburg, genau, ist der Zug Friseute. Und ich bin da eine Großfamilie aufgewachsen mit Opa und Oma und Geschwister und meine Eltern natürlich und die Sprache war Plattdeutsch. Die erste Fremdsprache für mich war Hochdeutsch, als ich nach Schule gekommen bin. Und nu geht Weltraumfragen natürlich dann um Plattdeutsch. Bevor wir Dave in uns Thema indükern wird, will ich einmal 3 Fragen stellen an Helmut Luttmann. Wenn ich in den Sternenhimmel kicken darf, dann sehe ich Sterne. Und am Turm irgendein Teil, was vorbei huscht und dann geht man ganz schnell noch bei Heavens Above, was das ist, und dann weiß man noch, was das ist. Die größte Herausforderung in meinem Beruf ist oder was? Die alles zum Loben zu bringen. Immer und das alles immer gut funktioniert. Weil Ruhmfort ist dann nur etwas, wo man den Zuverlässigkeitsstandard sehr, sehr, sehr hoch hat. Und für mich war das immer wichtig, dass alles funktioniert. Ich hoffe, dass die Weltraumforschung in 10 Jahren was genau erreicht hat. Dass wir auf dem Mond sind, dass wir nach dem Mars fliegen und dass wir ganz viele Informationen kriegen, was da sonst noch so los ist. Wir sind gespannt, wo ans das wiedergeht. Wie will ja von Dach hier bei Kloklustert über die Verschmudden von Weltraum schnacken. Also sicher habt wie beide die glicken Dinge dorn, bevor wir uns hier ins Studio droppen habt. Also ich hab bei Hus mein Pleatphone von Ladekorbel trocken
auf eine Wetter-App käken, ob ich einen Schirm brauchen darf. Dann habe ich die Navigations-App anschmähten mit der Adresse von Studio und bin lostapert. Zwischendurch habe ich telefoniert, ich habe Mails lest und einen Tippschnack führt. Man, was hätte das mit uns Thema zu tun? Wo abhängig sind wir in uns Alldach von Technik in all? Ja, das ist eine gute Frage, weil die meisten Menschen denken doch gar nicht drüber nach, wo die ganze Information herkommt. Aber als wir noch keine Satelliten haben, da war die Kommunikation ein Riesenproblem. Man konnte nicht sich miteinander verständigen. Als wir noch keine Satelliten haben, kann man nicht sagen, wie das wäre. Man kann da Buten kicken und dann kann man sagen, okay, da sind ein paar Wolken, die hochgurt oder nicht. Und dann gibt das Regen oder auch nicht. Und da gibt es ja schöne Wettersprüche, die man dann auch immer hat. Aber das wäre eben nicht sicher, was dann dabei gut kommen ist. Und mit der Umfahrt ist natürlich die Möglichkeit kommen, die ganze Erde zu beobachten. Und zwar immer weiter beobachten und dann auch große Datenbanken aufzubauen, wo man dann die Informationen, wie sich das grundsätzlich verhält und wie sich das jetzt speziell mit wieder entwickelt. Und dann schafft man das jetzt, auch zum Beispiel mit Wehr, regional Voraussagen zu treffen, die 99-98% sicher sind. Also das ist schon erstaunlich gut, was man mit der machen kann. Aber ohne Raumfahrt würde sowas nie funktionieren. Also nicht das Wetter nicht, die Navigation nicht. Nun möchten wir aber, bevor wir wieder schnacken, dort überhaupt mal den Ruhm abgrenzen. Also für mich ist ganz schwer zu fassen, was ist überhaupt der Weltruhm? Und Stichwort unendlich Weiten. Worüber schnackt wir dann überhaupt? Nicht über unendliche Weiten. Nee, wir schnackt aber ganz dicht wie. Weil letztendlich ist das ja alles eine Sichtweise. Wenn wir die Raumstation nehmen, das ist so das Derbste, was wir haben. Das liegt so wie 400 Kilometer Höhe. Das ist nicht weit. Also wenn man 400 Kilometer in der Wiede hat, denkt man, das ist nicht so viel, aber 400 Kilometer in der Höhe ist schon eine ganze Menge mehr. Die ganzen Navigationssatelliten, die sind so wie 1200 Kilometer Höhe. Und die großen Kommunikationssatelliten, die höchsten, die wir so im Allgemeinen benutzen, sind so bis 36 Kilometer over Äquator. Also von US-Südmäten so ungefähr 38.000 Kilometer. Und das sind so die Entfernungen, mit denen wir immer gut. Alles, was darüber hingeht, ist mehr im Bereich Astronomie, Wissenschaft. Da wird nicht so viel gemacht. Das meiste ist in den erdnahen Orbit. Was ist denn der Siege und was ist der hohe Erdorbit? Ja, da gibt die drei. Das eine ist der ganz nah, oder Siege, Erdorbit. Der ist so von 400 bis ungefähr 1000 Kilometer. Dann gibt es den mittleren. Der ist so von 1200 bis 24.000 Kilometer. Und dann eben den geostationären mit der 36.000. Das sind die drei Orbits, die wir unterscheidet, oder drei Bereiche, die wir unterscheidet. Wir habt ja eingangs gesagt, mit Sputnik was so der Startschuss fallen von Technik in all. Der ist verglüht, als er wer dollkommen ist. Ja. Likas, da sind ganz viele Objekten überhaupt in der Umlaufbahn von der Erde. Über wie Objekten schnackt wie Dobby? Aber eine ganze Menge. Also wir unterscheidet immer so ein bisschen die Größe. Und wenn man so ganz Lütje mitträgt, dann sind wir mit ein paar Millionen, ein paar 100 Millionen vielleicht sogar, an Lütje-Sorgen. Die sind dann von 1-2 Millimeter wird etwas größer. Wenn wir aber so größere Sorgen schnacken, so 1 Zentimeter und größer, dann sind wir eher wie 300.000, so weit in der Größenordnung. Von der sind aber nicht immer alle gefährlich. Deswegen ist es wichtig, dass man unterscheidet, was ist in den Bereich, in den Views mit Satelliten abholen will und was ist außerhalb von diesem Bereich. Und alle, die kritisch sind, also die möglicherweise eine Gefahr sind, die werden auch über Radar und über andere Instrumente dann verfolgt, sodass man immer weiß, wo die sind und man kann sich dann auch entsprechend darauf einrichten. Das ist ja wirklich schon der Weltruhmschrott, den Sie nun benannt habt. Wo viel Technik flüchten über uns Koppe, also wo viel Satelliten und so kreisdorborben? Ja, Satelliten war ja früher immer so eine besondere Sache. Da wird mal ein Satellit startet und dann wird man ganz glücklich. Und wenn man Ariane mal ankickt, der so 6-7 Starts pro Jahr hat und 1 oder 2 Satelliten, das hat Teilstück sind da kommen. Aber nur mit den neuen Konstellationen kommt auf einmal 500, 600 pro Jahr da. Und wir schnackt jetzt aber Konstellationen von 6.000, 8.000, manchmal sogar 20.000 oder 30.000 Satelliten. Die sind allerdings flücher, als die meisten bisher erkannt habt und hat auch wesentlich weniger Lebenszeit. Aber es sind da. Und dann gibt es halt ja noch die ganzen Mini-Nano-Satelliten, der hat kein eigenes Antriebssystem. Wie gesagt schon, als Raumfahrer, die sind schon Debris oder Schrott, wenn sie startet wird, weil du kannst ja nicht mit dem manövrieren. Und die stürzt aber normalerweise noch ein halbes Jahr oder ein Jahr auf, je nachdem, wie lange die Zeit ist. Im Moment schnacken wir von aktiven Satelliten so 3.500, 4.000 in der Größenordnung. Das ist viel. Und dann ist doch viel dabei, was dann auch nicht funktioniert, was da rumfliegen deit. Genau. Wenn man ein bisschen Presse verfolgt hat, hat man ja festgestellt, wie SpaceX sind in den letzten Monaten so 500 Satelliten ungefähr aufstürzt.
Damit wir einmal sagen, SpaceX ist was genau? SpaceX ist eine amerikanische Firma von Elon Musk. Der sich hat die Wiese gesetzt, sie will Kommunikation auf die ganze Erde verbessern. Und dafür hat die sich entschieden, eine Satellitenkonstellation zu bauen. Konstellation hat mit Masse-Satelliten arbeiten. Und je näher man an die Erde ist, desto mehr Satelliten bucht man, um das Ganze zu überdecken. Wenn man höher geht, bucht man weniger. Also geostationär, ein Satellit, erdnah hunderte Satelliten oder Dusende Satelliten. Und Elon Musk hat sich die Aufgabe gegeben, die ganze Welt mit Internet zu versorgen. Und man kann mittlerweile ja auch so Terminals kaufen und kann sich dann für 80 € im Monat soweit dann auch eine Internetverbindung von Elon Musk besorgen. Erstmal klingt das nicht ganz so fair, wenn man sagt, da sind mehrere hundert Objekte, die jedes Jahr neu in All schorten wird. Likas, wird das dort wohl nicht irgendwann eng? Kommt der sich nicht in eine Quere? Na, kommt drauf an, wo man ist. Die Satelliten, die jetzt in diese nahen Orbit sind, also die Dapes sind, die leben nicht lange. Wenn die nicht keinen Treibstoff mehr habt, dann stürzt der irgendwann auf. Und dann sind die wieder weg. Das ist kein Problem. Wenn man sich aber die Satelliten nimmt, die Erdbeobachtung machen, die wird ja aber die Pole schorten. Und damit die immer die richtigen Aufnahmen von der Erde machen könnt, muss man die in ganz bestimmte Orbits schalten. Man nennt die Polarorbit oder sonnensynchrone Orbits, sodass man die Erde immer in hellen oder in dunklen beobachten kann. Und die Orbithöhe ist so wie 800, 900 Kilometer. Und der Orbit ist voll. Da sind auch Masse-Satelliten, der nicht mehr gut funktioniert. Und das ist aber schon so weit weg von der Erde, sodass der nicht schnell genug wieder zurückkommt. Und für den muss man dann irgendwann eine Lösung finden, wie man die zurückbringt. Da Gott, wie klickst drauf in. Aber wenn ich jetzt nochmal über einen dicken Doom räken dau, also der Dusende von Satelliten oder Technik, der funktioniert und der für uns ob Ehren wirklich nützlich und notwendig ist, flitzt da rum. Aber dann ist da ja auch noch den ganzen Schrott, den seriös benannt habt. Also diese ganz lütgen Dälchen von wirklich lütge Zentimeters oder sogar noch unter, der verdrocht sich aber nicht alle. Nee, manche sind nicht so schlimm, weil die gleiche Richtung fliegt und dann holt man sich ja nicht in. Aber alle, die so von der Seite kommt oder von Ferne kommt, die sind natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich. Und das Problem ist ja, dass die nicht ganz langsam fliegen, sondern tatsächlich, um nicht runterzufallen, ist ungefähr eine Geschwindigkeit von 27.000, 28.000 Kilometer pro Stunde da. Und das ist natürlich eine rasant hohe Geschwindigkeit. Und man muss sich da mal vorstellen, ein Formel-1-Wagen, denkt man, der ist schnell, aber der ist wie 300 Kilometer pro Stunde. Oder so ein Fighter, so ein Flugzeug, denkt man, ist sehr schnell, ja. Und man sagt, der macht Überschall, dann ist der vielleicht wie 1500, 1800 Kilometer. Wie schnackt hier aber 28.000 Kilometer pro Stunde. Das ist also eine Geschwindigkeit, die ist unvorstellbar hoch und noch schneller als eine Gewehrkugel. Wenn Sie das just so benennen können, so viele Objekten sind dort, die vielleicht so und so schnell und dort ist so und so viel Schrott. Heit dat, man weet, was dort Borben rumflücht, also irgendein beobachtet dat. Woans wird dat beobachtet und wecke deit dat? Das gibt von den nationalen Agenturen, also in Amerika, in Russland, in Europa, gibt es so Organisationen, auch von der ESA, die sich damit beschäftigen und die dann versorgt, die Dinger immer zu vermelden, dass man ungefähr die Richtung, die Höhe und die Geschwindigkeit mitbekriegt. Und da wird dann in so Kataloge inrogen. Und wenn man ein Nähtsystem hochbringt oder wenn man irgendwas startet, grundsätzlich kickt man da hin und kickt, ob man damit irgendwelche Probleme kriegen kann. Und wenn man Probleme kriegt, muss man sich entsprechend anpassen. Was ist denn der berühmteste Weltraumschrott? Ja, das sind, wenn die zwei Satelliten mal zusammenprallt, also Iridium und mit den russischen Satelliten sind die mal zusammenprallt. Und der hat natürlich eine Menge an Schrott generiert. Und wenn die zusammenprallt, ist es nicht so, dass die dann nun anderweg man 5 Teile oder 10 Teile, man hat dann 10.000 oder 100.000 Teile, die dann rumfliegen. Und die sind ganz schwer zu verfolgen. Und es ist ja nicht so, dass die, wenn die zusammenstürzt, dann langsamer wird und aufstürzt, sondern das beschleunigt sich ja schon Teil, sodass man da ziemlich lange was von hat. In dem Zusammenhang habe ich das Wort oder den Udruck Kessler-Syndrom lesen. Was hat das damit auf sich? Ja, Kessler-Syndrom bedeutet, wenn ich 2 Satelliten zusammenstötet und die Trümmer fliegen durcheinander, die stötet ja mit anderen Satelliten zusammen und dann kann sich das fortpflanzen und dann... Kettenreaktion. Kettenreaktion. Das ist ja leib. Kann man das verhindern? Nicht wirklich. Also man kann versuchen, das zu vermeiden. Also für mich ist die einzige Utweg immer Kollisionvermeidung. Also wenn was immer möglich ist. Wir haben ja auch ein Beispiel dafür, die Russen oder Chinesen, da kann man Satelliten offshorten mit Laser.
Und da darf auch Trümmer erzeugt. Und die Trümmer sind jetzt da und mag das Leben schwer. Ja, was passiert denn, wenn zum Beispiel so ein Lütgen Weltraumschrott an die Schieben von der ISS klatscht? Tja, dann kommt drauf an, wie gut er ist und wie Gott wie versorgt hat. Also es gibt ja das eine Beispiel von den Tim Peake, der hat ja fotografiert, wo so ein optische Cupola, das ich nenne das immer den Hintergrund von der Raumstation, aber tatsächlich ist das eine Aussichtsplattform, der hat aber speziell gehärtete Glas und auch mal Schichten drauf. Und der hat einen Kratzer kriegen von diesem Weltraumschrott. Das ist das, was man sieht. Was man nicht sieht und was man oft nicht sieht, ist die ganzen Lütchen-Einschläge. Wir haben ja die großen Solarflächen oder die Abstrahlbleche oder Söcke. Und da sind immer ganz viele Lütchen-Löcker von Sorgen, die durchflogen sind. Und für die Raumstation Simmers gibt es natürlich Vorsichtsmaßnahmen. Alles, was größer ist als 1 Zentimeter, wird ja verfolgt. Und wir versorgen irgendwie eine Strategie zu finden, dass man dann gut weichen kann. Alles, was Lütcher ist, kommt nun mal an. Und das ist eine ganze Menge. Und dafür haben wir die Raumstation mit so einem Schild versorgt. Und wenn man so die Bilder mal sieht von der Station, sind immer so Platten, die auf die Module abschrauben sind. Und diese Platten haben die Aufgabe, die Station zu schützen. Also dafür zu sorgen, dass das nicht dörgert, wenn da mal irgendwie ein Lüttentrümmer abkommt. Man kann die nicht abholen, weil die eben so schnell sind. Aber man kann dafür sorgen, dass die untereinander fliegt. Also dass die praktisch kaputt geht und dann die Struktur von der Raumstation nicht mehr beschädigt. Aber einfach utweichen ist in all wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht. Also es ist nicht wie in so einem Science-Fiction- oder Star Trek-Film, dass man sagt so Schubkraft nur links und dann vielleicht wie ob er andere sieht. Wo lang dauert sowas? Im Prinzip ist das alles, was so in die Science-Fiction wie es wird, Science-Fiction. Weil hier ist es tatsächlich so, die Raumstation flüchten nur, oder auch hier der Satellit, weil die Zentrifugalkraft und die Gravitationskraft gleiche sind. Und wenn man die Geschwindigkeit erhöht, geht man wieder von der Erde weg. Wenn man die Geschwindigkeit deeper macht, kommt man näher an die Erde ran. Und das ist alles, was man machen kann. Man kann nicht nur links oder rechts fliegen, sondern man muss einfach schneller oder langsamer. Und dann ist die Erde auch noch nicht rund, sondern ist noch abflacht an die Pole. Und das bedeutet, dass man, wenn man niedriger ist, deeper ist, dass sich das anders dreht, weil die Erde nicht rund ist, als wenn man höher ist. Und das kann man nutzen, um nach links und rechts zu kommen. Also wenn man höher fliegt, kann man auch den Drift mit berücksichtigen und wenn man deeper fliegt, genauso. Und damit kann man die Orientierung auch hinkriegen. Da brauchten wir zum Beispiel, wenn wir das Rendezvous und Docking mit der Raumstation gemacht haben, dass wir dann eben diese Manöver mit betrachtet habt. Gibt das mal so einen richtigen Schreckensmoment in Airtit als Programm war, wo sie sagte, oh. Ja, der Schreckensmoment ist, sagen wir moderat, weil das meiste kennen wir. Und wenn dann etwas zu nah rankommt, dann müssen wir natürlich sofort reagieren. Und die Raumstation hat einen Notfallplan und den Notfallplan sieht vor, dass die dann in die Sojus-Kapseln stiegt und dichte Mock und dann für den Fall, dass mal was passiert, dass sie dann gut kommt. Und da sind sie tatsächlich mal in Van, weil dann ist selben 8000 Kilometer entfernt ist ein Trümmer vorbeiflogen und selben 8000 Kilometer ist ja nicht Fälle, wenn man mit der hohen Geschwindigkeit so immer geht, ne? Und deswegen müssten sie da mal einstiegen, ist aber Gott sei Dank gut gegangen und dann können sie ausstiegen und wieder morgen. Wir haben da ein paar Löcher gehabt, und zwar einmal in so ein Logistikmodul, was dann andockt war an die Station, und der hat nicht diese Schilder, um das zu verhindern. Und das ist tatsächlich mal so ein Ding durchflogen und da haben wir die Lok drin. Das wäre nicht wieder schlimm, weil das käme Erdtrügen oder Erde hin. Aber man konnte dann besser analysieren und reparieren und dann weiß man auch, was das anrichten kann, wenn man das nicht gut aufpasst. Nun kann mir das ja an und für sich egal werden, was mit der Ruhmstation passiert, wenn da so ein Lütgedale entschleunigt wird. Aber ja, der Schrott in all, der kann ja für mich in Alldach auch Togrote gefahren werden. Wir haben just über Starlink schnackt und über SpaceX. Ich schick mal eine Teufelsrut. Verleden Jahr haben über einen dicken Dumenrät bummelig 34% von der Weltbevölkerung kein Taugang und Internet. Also, dass das aufgebaut wird, ist natürlich vielleicht auch für Fälle elementar. Und Alldach ist ja durch dich koppelt an die Techniken, darüber haben wir all schnackt. Der Universität von der Vereinten Nationen, genauer gesagt das Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit, hat dit Jahr einen Bericht rausgegeben, der heißt Interconnected Disaster Risks, ein englisches Wort. Hier geht es um 6 wichtige Kipppunkten. Also was passiert, wenn Systeme ob der Erde
ob der wie für aus Leben und Gesellschaft nicht verzichten können, nicht mehr funktioniert. Also Grundwasser wird knapp, der Gletscher schmollt oder Hitbögen werden einfach mehr. Das sind bekannt gefroren. Nu benennt die Forscher aber auch den Weltraumschrott. Helmut Luttmann, taxiert sie diese Gefahr just so dorne als die Vereinten Nationen, mögt wie das als ernsthafte Gefahr für uns Leben ob der Ehren wahrnehmen? Ja und nee. Auf die eine Seite ist da natürlich richtig und wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Auf die andere Seite ist die Gefahr nicht immer besonders gut. Besonders gut ist die Gefahr, wenn Satelliten runterfallen, die eine bestimmte Größe hat und die sind nicht kontrolliert. Dann kann das natürlich passieren, dass man irgendwann so einen Trümmer in den Korn findet oder dass es mal einen Dack in Schlag. Die Gefahr, dass da jemand wirklich zu Schaden kommt, ist nicht besonders gut, aber sie kann einem passieren. Deswegen muss man da vorsichtig werden. Die meisten Satelliten sind aber Lütja und verglüht 100%, deswegen bleibt da nichts über. Und wenn man jetzt etwas Größeres hat, dann ist man eigentlich total verpflichtet, das auch so zurückzubringen, dass nichts mit dem Menschen passieren kann. Also wenn der Satellit am besten noch heile ist und funktioniert und dann kontrolliert, wer eintritt, dann kann man sicherstellen, dass man noch in den Pazifik landet. Sonst ist es natürlich eine schwierige Sache und da muss man dann etwas aufpassen. Über den Pazifik möchten wir einmal sagen, da gibt es ein riesengroßes Ribet, Point Nemo, benannt nach den Kapitän Nemo, und den berühmten Roman von Jules Verne, wo er kontrolliert Sorgen und all abstürzen könnt und dann in Pazifik landet und dann keine Gefahr für die Menschheit darstellt. Likas wie möcht darüber schnacken, wenn man weiß, da flücht wat, das mod irgendwann durchkommen, was mag wie damit? Braucht wie sowas als den gelben Sack, also so ein Pfandsystem für den Weltraumschrott? Das wäre natürlich eine Möglichkeit dafür. Für uns ist erstmal wichtig, dass das überhaupt zurückkommt und dass es sich auch ablöst, dass nicht gute Sachen sind. Und deswegen wird Satelliten auch so gebaut, dass die sich möglichst ablösen, wenn die in die Atmosphäre zurückholt. Die wird nicht so robust gebaut, wie man das hier so auf der Erde kennt, sondern so lichte wie möglich und auch so dünne wie möglich. Und dann fällt irgendwann die Solarzellen da auf und dann flüchtet das ganze System miteinander und das sind alles lötliche Teile, die dann auch verglüht. Und so ist das ganze Werk designt. Aber, das ist das richtige Thema, das ist nicht genau. Wenn du jetzt aber so viele Konstellationen schnacket und aber ganz viele Satelliten, die in der nahen Zukunft kommt, dann wird das ja mal mehr, was zur Tour kommt. Und da gibt es natürlich ein paar Anregungen im Moment, weil es gibt noch kein Gesetz dafür, aber Anregungen dafür, dass man das Ganze umweltfreundlicher machen muss. Dass weniger Stoffe, die nicht so verträglich sind, da verwendet werden oder dass die Satelliten lütcher werden oder weniger Dinge da sind, die dann verbrannt werden müssen. Das ist ja das eine, dass das nicht ganz so gefährlich ist und lütger wird, aber kann man das nicht auch einfach insammeln? Also ich weiß, ihr habt auch an Studien mitarbeitet, um Werkzeuge zu erfinden, zu herzustellen, die das in den Weltraum können. Woran ist denn der Stand von der Forschung da überhaupt? Da gibt es Konzepte, wie man Schrott insammeln kann. Kommt jetzt mit auf die Goethe an, ob du jetzt mit so einem Netz geht oder mit einer Harpune oder mit irgendwelche magnetischen Sorgen. Man hat verschiedene Sorgen studiert und kann jetzt sagen, ich bin dazu in der Lage, auch große Satelliten zurückzubringen, wenn das notwendig ist. Also auch so 10 Tonnen Satelliten, also nicht nur Lütje, sondern wirklich die ganz großen. Wo muss ich mir das vorstellen? Flücht dann da so ein Space Shuttle hin oder ist das ein Satelliten unbemannten mit so einem Griebarm? Also ich kann mir das wirklich ganz schwer vorstellen. Im Prinzip ist das eine Raketenstufe, die da hinflücht und die kriegt dann entweder so einen Griebarm oder die kriegt so ein Netz oder eine Harpune oder sowas und dann schüttet die da rein oder fangt den in, trägt den ran und versucht den dann aufzubremsen. Das ist so ein bisschen so ein Computerspiel dann von der Erde lenkt? Genau. Von der Erde lenkt, genau. Also das kann das Gerät in allen nicht morgen automatisch? Doch, das kann das auch so morgen. Also die Automatisierung ist natürlich gut genug. Natürlich will der Mensch mit dir mitreden und wir haben ja immer die Kontrollzentren. Aber tatsächlich kann man das auch automatisch machen. Das ist eine Frage von Aufwand. Die Frage ist ja mal, ist jemand bereit, Geld dafür zu geben? Weil das kostet ja Geld und irgendjemand muss das ja bezahlen. Aber irgendjemand hätte das ja auch noch Borben Schorten. Ja, und die Verantwortung ist nicht immer ganz eindeutig. Deswegen ist es wichtig und deswegen gibt es seit einige Jahre auch Gesetze, dass die Organisation, die etwas hochschaltet, also die Rakete stellt, auch verantwortlich dafür sind, dass es ein Konzept gibt, wie man da später mit umgeht. Wecke stellt diese Gesetze ab und Wecke kann mich da tot verpflichten, weil das all
gehört ja kein ein. Also das ist... Nee, das gibt diese Konferenzen, wo sowas vereinbart wird und dann gibt es lokale Gesetze. Also da gibt es ein Gesetz in Frankreich für die Ariane, Gesetz in den USA für die amerikanischen Raketen, Gesetz in Russland für die russischen Raketen. Deutschland ist noch nicht von betroffen, weil wir im Moment ja noch keine Rakete haben, vielleicht bald, aber im Moment noch nicht. Deswegen muss dann in Frankreich, USA oder Russland holen. Gibt es denn noch andere Lösungen als den Schrott into sammeln? Also ich kann ja auch sagen, so, ich schuf das Teil, was über ist in Orbit, schuf ich in eine andere Richtung, weit weg von der Erde, weil wenn wir über unendliche Wieten schnacken dauert, gibt das sowas als einen Weltraumkarkhof? Ja, gibt es. Das gibt tatsächlich einen Weltraumkarkhof. Und zwar wenn Satelliten, zum Beispiel die guten Kommunikationssatelliten oder Wettersatelliten, wenn die ihre Lebenszeit vorbei haben, dann wird der Aufwand zu hoch, um die Trüge zu holen zur Erde. Und die wird dann ein bisschen höher schotten und die nähert sich dann nicht mehr die Erde an. Deswegen ist das erstmal sicher. Aber wie alles, das ist keine Lösung für die Unendlichkeit. Das ist eine Lösung, die ich jetzt im Moment habe, die aber nicht ob durchgeht geht. Auch wenn man aber das in Medium-Orbit, den Mittelorbit schnacket, da ist es so, dass das auch lange dauert, bis das zurückkommt. Also das sind sicherlich ein paar hundert Jahre, ein paar tausend Jahre. Aber irgendwann kommt das auch wieder zurück. Und weil die Erde die Kraft hat, die Erde immer die Kraft hat aufzubremsen, weil das immer so ein bisschen noch Erdanziehung und ein bisschen Bremswirkung gibt. Und dann kommt irgendwann alles zurück. Also das gibt keine endgültige Lösung, aber man ist ein paar hundert Jahre oder ein paar tausend Jahre sicher. Das Problem ist nur, wenn das immer mehr wird, man will ja auch mal die Erde verlassen, also nach Mond fliegen oder nach Mars oder nach Venus oder Jupiter und dann muss man da durch. Und die Dinger sind ja auch nicht langsam und man muss immer genau werten, wie ist meine Strategie dann, wie komme ich da durch, weil alles, was da rumspielt, ist ja ein Störelement. Wenn man weiß, dass sich das Teil irgendwann von Sövens ablösen kann. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass japanische Forscher dabei sind, mit Magnolienholz Satelliten zu bauen. Mhm. Also Stichwort Nachhaltigkeit. Ja. Wo weit ist die Forschung da? Sagen wir, da wird forscht. Das gibt noch kein Konzept im Moment, was man fliegen kann, aber man forscht, dass man andere Materialien verwendet, wenn das System wieder eintritt, das dann schneller verbrannt oder besser verbrannt. Und solche Holzstrukturen sind natürlich sehr wünschenswert, weil sie helfen uns dabei, weil Holz verbrannt besser als Metall, das hilft uns dabei, dass es schneller geht. Und was immer möglich ist, wird gemacht. Wie den neuen Satelliten, der jetzt baut wird, zum Beispiel für Europa. Europa hat ja von der EU einige Programme jetzt mit Copernicus für die Erdbeobachtung oder mit Galileo für die Navigation. Und was jetzt demnächst kommt, ist der IRIS² für die Kommunikation. Und das sind auch alles Konstellationen. Und ihr habt dort ganz klare Gesetze auch entführt unter den Begriff Sustainability. Sustainability ist, dass ich in alles, was die Umwelt in irgendeiner Form betrifft, auch mit betrachten muss. Ob das jetzt der CO2-Footprint ist, wie die Produktion oder Herstellung oder Transporte oder auch wenn wer eintritt, dass ich sicher bin, dass noch die Lebenszeit, dass alles wieder zurückkommt und dass ich sicher bin, dass es zurückkommt, dass praktisch der Platz vermarktet wird. Und das sind für neue Satelliten Gesetze. Wie dauert es ob Ehren ja forken schwer, wenn er darum geht, Sorgen zu recyceln? Weller zu verwenden und uns an Regeln zu holen. Ist das leichter, wenn Sie das just sagt, für den Weltraum oder ist das doch noch schwerer, weil sich die Unternehmen denkt so, nee, an und für sich muss ich mich da jetzt nicht ranholen? Weltgesetz gibt es dafür natürlich nicht, aber die Europäische Union oder Amerika oder so, die sind sich sehr bewusst darüber. Wir können natürlich nicht die neuen Länder kontrollieren wie Indien und China, weil da wird sicherlich noch einiges kommen, aber die sind, so wenn ich das richtig weiß, mindestens von China sind schon so wie dazu auch sich darüber Gedanken macht, dass man möglichst wenig Schrott dann auch produziert. Aber man kann wie das ganze Recycling auch Raketenstufen zum Beispiel nehmen. Das gibt ja auch wie SpaceX als Beispiel, die Raketenstufen wer landen lautet und anschließend wer verwendet. Man kann halt jetzt gut wirtschaftliche Gesichtspunkte sein oder Umweltgesichtspunkte. Und Umweltgesichtspunkte macht da keinen großen Unterschied. Ob ich jetzt ein bisschen Aluminium produziere oder recycle oder die gleiche Stufe wer nehme. Umwelttechnisch macht das auch keinen guten Unterschied, weil ich buche ja eine Menge Treibstoff, auch, um das Wert zu landen. Aber das gibt einem aber die Möglichkeit, dass ich günstiger herstellen kann, dass ich wirtschaftlicher bin. Und deswegen ist die Nutzung angebracht. Wie die Raumstation, da wird das auch oft mit den Russen diskutiert. Ist es günstiger,
etwas zurückzubringen, zu reparieren oder hochzubringen, oder ist es günstiger, was zu verbrennen? Die Russen waren ganz klar der Meinung, alles verbrennen, weil wo man eh nicht wäre. Wir haben von der westlichen Station einiges zurückgebracht, aber ganz wenig für Hochbrauch. Weil das meistens ist die Technologie schon wieder und das, was wir zurückgebracht haben, ist alt und man müsste schon ganz massiv daran arbeiten, bis man das hochbringen kann. Wo lange nimmt man ein konkretes Beispiel, wo lange was so ein Teil dann in Weltraum und was hat sich ob Ehren da in der Technik verändert? Ja, wenn ich jetzt einen Computer mal nehme und ist 10 Jahre Borben, nach 10 Jahren ist, weil jeder ist ein Computer von vor 3 Jahren ein alten Computer, für 4 Jahren ist ein ganz alten und für 10 Jahre, der existiert gar nicht mehr. Das kann da alles Mögliche reinmachen. Natürlich kann ich einige Sachen wer benutzen, aber die sind meistens nicht so teuer. Das ist alles nur ein bisschen Struktur und ein bisschen Aluminium. Also wie Welt ja das wie ein Problem in all kriegen könnt, was immer grötter wird. Nehmen wir mal das Worst-Case-Szenario, also den liebsten Fall an. Wo ist denn die Zukunft von der Ruhmfahrt? Große Frage, sehr philosophisch. Ja, also in meinen Augen wird immer das gemacht, was gemacht werden kann. Und wenn es irgendeine Idee gibt, was man machen kann, wird es irgendjemand geben, der das irgendwann durchführt. Die Konstellation, wie sie sich im Moment darstellt, von SpaceX oder Amazon wird ja auch demnächst kommen, die wird immer größer und immer mehr Satelliten. Irgendwann werden wir 40.000, 50.000 Satelliten haben. Und jeder wird jetzt sagen, mit diesen ganzen Satelliten schränkt wir aber das in, was wir früher alles machen konnten. Wir können nicht mehr so gut Sterne beobachten von der Erde aus, wir können das Hubble Space Teleskop nicht mehr so gut benutzen wie früher oder ähnliche Sorgen, weil wir eben zu viele Dinge rumfliegen haben. Aber Titen ändert sich. Alles, was früher gut war, muss von doch nicht gut werden. Und vielleicht muss man sich andere Konzepte überlegen. Und wenn man mal Hubble als Space Teleskop nimmt, der Nachfolger ist ja da. Das ist ja James Webb. Und James Webb ist nicht mehr so dicht an der Erde. Der ist um Lagrange-Punkt, also wieder weg, von wo man Beta beobachten kann. Also man kann sich an alles anpassen. Aber in meinen Augen wird sie die Konstellation erhöhen. Und der Vorteil für uns, ob der Erde ist, dort ist die Konstellation, dass wir immer online sind. Wir können immer, jeder Tiet, auf jeden Ort von diesen Planeten Informationen kriegen, Informationen senden, mit irgendjemandem kommunizieren, Filme kicken oder sonst was. Ohne dass man gutartige Installationen hat. Man braucht eine Antenne oder ein kleines Terminal und einen PC, der man anschließt und dann ist alles fertig. Habt ihr denn selbst das Gefühl, dass die anderen Nationen, also Ruhmfahrt-Nationen, mittrecken dort oder ist das wirklich eine europäische Sicht von den Dingen? Ich glaube schon, dass ihr mitträgt, weil das ist schon wichtig, dass man auf der einen Seite dann auch gewisse Geschäftsmodelle hat. Der erdnahe Orbit ist ja just wie die Amerikaner auch ein kommerzieller Orbit worden. Die Transporte sind kommerziell, die Kommunikation ist kommerziell, die Navigation wird kommerziell. Das ist alles etwas, was sich dann auch räkelt mit der Zeit. Alles, was darüber nicht geht, ist natürlich staatlich kontrolliert. Nur die Staat muss sich auch inmischen, wenn es um die kommerziellen Anwendungen geht und dafür auch Gesetze geben. Und die Gesetze kommt. Aber, und das Aber ist, es gibt auch ganz neue Nationen, die da kommt und die mittlerweile auch eine Raumstation hat wie China, die auch jetzt im Moment Taikonauten bauen hat und ihre Station betrieben, auch Inlord, dass andere mitkommen können. Und die Inder, die sind ja auch jetzt von ein paar Weg am Mond landet, ganz eindrucksvoll und die kennt auch, was sie mag. Am Anfang ist es natürlich so, dass eine Nation, die sich bewährt, dass die nicht so darauf achtet, dass alles so sauber ist, weil die möchte das überhaupt mal schaffen. Man geht ja an eine Grenze von der Physik. Und man muss ja versorgen, irgendwie die Erde zu verloren. Die Gravitation ist nun mal etwas, was einen ganz schön fast rollt und man muss drauf kommen. Und deswegen ist es so, dass am Anfang jeder versucht, möglichst weit wegzukommen. Aber alles auf Dauer wird besser. Und wenn wir jetzt auch Europa mal gut, Ariane 6 ist da demnächst dran. Die habt ja die ganzen Entwicklungen mehr oder weniger aufschlagen und hoffentlich dann in Frühjahr nächstes Jahr wird dann die erste startet. Ariane hat zum ersten Mal auch die Verpflichtung durch die Oberstufe, wer zurückkommt, wer eintritt. Ne, die Ariane ist immer noch eine Einwegrakete, also anders als SpaceX, aber die Oberstufen blieben nicht mehr bauen. Von den anderen Raketen blieben die immer bauen. Das sind ganz viele Oberstufen, die noch im Weltraum rumschwirrt. Und Ariane 6 zum Beispiel ist die erste, wo die Station zurückkommt. Das heißt, mit der Zeit wird alle sich dahin entwickeln, dass sie möglichst alles wegschafft. Oder auch so Trennung von Stufen. Früher wurden Leute also ein bisschen Sprengstoff genommen und dann wurde ein anderer sprengt. Und dann hat man ganz viele Leute Trümmer. Von da nimmt man Klammern, wo man möglichst, also magnetische Klammern, wo man möglichst keine Trümmer erzeugt. Also nichts mehr, was irgendwie die Welt schmutziger macht. Und so Stückchen für Stückchen arbeitet man sich daran, dass man den Weltraum auch sauberer macht. Also, wie kriegt das offensichtlich hin? Und wenn ich noch mal einmal meine Frage von Anfang stellen darf, wenn Sie in Sternenhimmel kicken, dauert Sie das mit Tauversicht?
Immer. Weil man spürt ja, dass da immer was los ist und dass immer was Neues da kommt. Und die Information, die man dann kriegt von Weltruhm, ist natürlich beeindruckend. Also ich bin immer zuversichtlich, dass es wieder geht. Helmut Luttmann, besten Dank für all die Informationen, die Fachinformationen und ihre Erfahrungen über Weltraumforschung und Weltraumschrott. Woans war es das für Sie, mal platt über das Thema zu schnacken? Ja, platt ist ja eine neue Erfahrung, obwohl das ja meine ursprüngliche Muttersprache ist. Wir schnackt ja nicht mal Hochdeutsch auf der Raumfahrt, sondern meistens Englisch, weil wir ja international zusammenarbeiten und Plattdeutsch ist mal was anderes. Wo groß ist die Chance, dass wir beide Platt als Kommandosprache im Weltraum etablieren könnt? Wir arbeiten dran. Das mag wir. Ja. Helmut Luttmann, besten Dank. Schön, dass Sie hier sind. Hier bei Cloak Lustert. Und wir habt schnackt über die Verschmutten von Weltraum und wo ans ein dagegen angehen kann und mod. Helmut Luttmann war es, das der früher Programm war von Airbus Defence and Space. Besten Dank nochmal für die spannenden Inblicke und Erfahrungen. Und wenn Gito Hus nicht alle Wörter verstanden hat, dann kickt doch nochmal einmal in die Shownotes oder Infos. Da habt ihr eine List gemacht mit den neuen Wörtern das Thema. Wenn Sie noch andere Fragen oder vielleicht Trüchmeldens habt, schreibt uns gerne an, einfach eine E-Mail stören an info@niederdeutschsekretariat.de. Das wird von uns wieder Guide in die nächste Nähe Furcht von Cloak Lustert. In die nächste Folge von Cloak Lustert traf ich, Lina Bande, mit 2 Mannslür schnacken, die wat mit Landwirtschaft zu tun habt. Aber ob heel unterschiedliche Art und Wies. Jürgen Rademacher hat just seinen ganz normalen Make-Fee-Betrieb umstellt ob in Lebenshof. Das heißt, die Keute trifft nun bei ihm Old waren. Und Dirk Lange, der hat den Hof im Horst stiften gründ, mit der hier nu solidarische Landwirtschaft mockt. Mit den beiden schnack ich über die Zukunft von Landwirtschaft. Wo sind wir im Moment, wo willt wir noch hin und wat brucken wir noch dafür? Und auch welche Rolle die Bildungsarbeit mit Kindern dabei spielt. Cloak Lustert.